Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Jetzt können wir mal weiter hier gehen. Ah ja, hier. Okay, dann wohl dort rum. Das sieht nicht zu gefährlich aus. Ach was, minimal, minimal. Ja, das hält doch bestimmt noch ein Weilchen hier. Bleib ruhig noch ein bisschen. Jesus, vergiss es. Nein. Oh nee, wieder so ein... Hau ab, du Schimmelbirne. Ich sag's da im Gute. Ich sag's euch immer im Gute, aber ihr wollt nicht hören. Natürlich. Ach du Scheiße. Hier. Ihr geht. Steht du plötzlich einer vor mir? Geht's noch? Mann. Ach, der liebe Zeit. Okay, da ist nix. Manometer. Okay. Da ist auch nix. Oder doch? Da hat sich was bewegt. Steht ja an liebsten auf die Gasflasche schießen, aber ich glaube, ich verreck dann selber, wenn ich das mache. Uiuiuiui. Dummkopf. Ups. So wird das gemacht. Und nicht anders. Okay. Ui. Komm her. Also werfen können die auch nicht so wirklich gut, denke ich. Döde? Was die Musik auch beweist. Also irgendwie haben sie es nicht drauf, die Typer. Döde? Ich schieß dir voll auf der Wäsching, du Knebkopf. So, halt so, ne? Es gibt immer noch eine Variante, die man nehmen kann. Zack. Okay, der Kadaver wird durch die Druckwelle gerade ein bisschen durch die Gegend gekickt. Und diese Opernmucke dazu. Eieieiei. Das war auch nicht so Grazware. Alles klar. Blöd, Mann. Okay. Also bei Pirate wundert es mich eigentlich auch nicht, wenn die AK-47 groß in Gebrauch ist. Aber der scheint auch Schiffsdemonteur zu sein, weil der macht es auch barfuß. Das ist so ein ganz harter. Eieieiei. Immer wieder genug zum Abgrasen. Jawohl, sehr gut. Ich denke, das war's auch erstmal wieder. Rafika-Pistole, das war das Schnellfeuergedöns. Das brauche ich aber nicht. Du habe ich jetzt erstmal wieder alles optimal. Das Polizeischild in Anführungszeichen, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Wisst der Teufel, was für Ersatzteile, die das zusammengebastelt haben. Kann ich da über den Arm klettern oder ist das eher nur Deko? Moment, da kann ich aber kraxeln, da geht auch gekraxel. Dann kann ich aber bestimmt schwenken, oder? Okay, ich muss noch Kreis... Na? So rum. So wird ein Schuh draus. Achtung, es passiert wieder was ganz Furchtbares. Naja, so halbwegs Furchtbares. Ja, provisorisch reicht das immer, die Sache. Und... Alles klar. Uiuiui. Und Zickel. Und Watsch. Ach ja. Das ist gut, wenn es eindeutig ist, immer mit in der Kletterpassage. Dann kapier sogar ich das. Okay, lass dich mal fallen. Nein! Alter, ich wollte einfach nur die Abkürzung nehmen. Aber na gut. Offensichtlich kann ich nicht mal Abkürzungen nehmen, ohne in den Tod zu stürzen. Ich finde, die sollten irgendwie so Idiotersperre ins Spiel einbauen, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie loslassen kann, eben weil es dann in den Tod führt. Naja. Oder dass der Nate sowas sagt wie, ich sollte jetzt lieber nicht loslassen, ich würde in den Tod stürzen. Probieren wir es aber trotzdem nochmal, gerade aus Trotz. So. Okay, das hat's geklappt. Hui. Okay, da können wir uns wieder hangeln und
entlang hangle und da wieder ein Hui mache, dann läuft das. Okay. Bin ja mal gespannt, ob es in den Mike Tysons auch noch irgendwie mehrere gibt. Moment. Un momento, por favor. Ich würde ganz gern noch einmal hier entlang. Ich sehe da drüber nämlich auf jeden Fall auch einen Schatz, an den ich dran mag. Aber wie komme ich da dran? Vielleicht von hier aus. Achtung. Jawohl. Uiuiui, das war aber anscheinend hier durch Grafik Glück gehabt. Man kann auch Pech haben bei der Grafik, wie wir hier mal wieder sehr eindrucksvoll sehen. Moment, nochmal. Und noch einmal. Jetzt nochmal die Geschichte. So rum. Jetzt nochmal Affensprung. Jetzt lass dich mal fallen. Wir gehen... Ich will aber... Na gut, dann gehen wir halt so außen rum, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann machen wir so den Sprung. Ach ja. The Many Deaths of Nathan Drake. 90% hat was mit dummem Gekletter und mit Absturz dabei zu tun. Frustrierend. Jetzt lass doch mal los, Mann. Jetzt, so rum. Jetzt darum. Mann, oh Meter. Hängt er noch in dem Stahlträger drin? So eine harte Sau ist das. Geht's da nicht hier irgendwo? Hallo, ich täte kann's gerne. Das gibt's doch alles gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Noch einmal. Genau. So, Höhe. Und dann machen wir so. Achtung. Ach du Scheiße. Habe ich ihn? Oh, da liegt zufälligerweise auf dem Vorsprung. Was liegt dann dort? Mein Türkisperlenarmband. Das kann man ja auch mal hier auf dem Träger vergessen, ne? Von Owe stürzt da bestimmt auch mal was runter und landet genau hier drauf. Das ist mal wieder der Logikbeweis bei dem Spiel schlecht. Alter, leck mich doch am Sack. Leck mich doch am Sack, Mann. Jetzt sag aber nicht, dass das Scheißding noch da liegt. Habe ich's? Habe ich mein Türkis-Perle-Armband? Ich guck gerade mal. Bonnie. Belohnungen. Nee, Moment. Schätze. Ja, da ist es. Ich habe zum Glück mein Türkis-Perle-Armband gekriegt. Mann, oh Meter. Auch mal wieder ein unnötiger Schatz an unnötiger Stelle. Aber warum auch nicht? Muss sich ja auch lohnen, dass man hier rumkraxelt. Da will man ja dann nicht nur mit einer stinkigen Münze belohnt werden. Okay. Gut. Haben wir den Deal auch noch erledigt? Oh ja, das wird wieder lustig. Au. Rappel dich wieder auf, Kerl. Fest im Boden oder fest im Schiff. Ja, feste Bode wäre echt nicht verkehrt, Mann. Ach du Scheiße. Oh nein. Alter. Also das ist schon definitiv eine Stadt hier, könnte man sagen. Es ist zwar Müllstadt, aber in der Postapokalypse wäre es eine voll funktionierende Stadt. Ach du Scheiße. Manometer, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass moderne Piraten solche Dinger durchaus auch als Basis nutzen. Es wäre auf jeden Fall logisch irgendwie. Mach's gut, Somalia-Piraten sind wir. Zack. Und Rafika, die mag ich aber nicht. Warum liegen hier überall Rafika-Pistolen? Seid ihr blöd? Nee, das ist noch mein eigener Schatten. Ich habe gedacht, das wäre auch wieder einer. Von deiner Knetköp. Ah, natürlich. Natürlich, er ist da unten. So, Mali-Piraten sind wir. Okay. Wollte gerade sagen, der kommt auch noch hochgerutscht. Okay. Da habe ich anscheinend auch irgendeinen Nerv getroffen. Ach ja, diese theatralische Musik. Hoppla. Ich wollte doch einfach nur hochladen. Deine Mutter Nexa, du sollst dich nicht mit Piraten einlassen?
Trophäe erhalten. Schießäffchen. Wahrscheinlich, weil ich in der Kletterposition schon etliche niedergemäht habe. Schön vorsichtig. Vorsichtig. Herr Uff, du Somalia-Typ. Hallo, ich hab dir in den Kopf geschossen. Was gibt's nur so saublöd zu kreischen? Uiuiui. Okay. Hallo. Die Gemal. Das ist doch... Ja, das ist doch mein Lieblingsmaschinengewehr. Saugut. Die Kerl-Sive ist ja eher nur wie eine AK, die ich sage. Oh, komm. Ist doch nichts Interessantes für uns drin oder so? Das ist doof. Das ist doof. Naja. Haupt kriege ich dich da runter, oder? Na, schade. Ich hätte jetzt noch gerne ein bisschen Kadaver geschubst. Nate. Danke. Uiuiui. Hallo. Tschüssel. Oh, cool. Okay. Da gehen wir dann mal lieber in die Eckung, bevor der Handtuchmann wieder auf Hochtouren kommt. Nee, nur Rafika. Warum schießt ihr immer noch mit Rafika, Jungs? Das muss doch nicht sein. Ey, hör auf. Blöd, Mann. Ich hab schlägt 13. Hat doch der Teufel in die Garde geschissen hier. Das gibt's doch gar nicht. Ist noch irgendwo einer? Nee. Aber die Lorenz von Arabien Musik kommt wieder. Also irgendwo ist doch noch so einer, der auf mich schießt. Über mal nicht. Wahrscheinlich irgendwo over. Ah. Granaten. Und da. Hallo? Kuckucks. Ah, da ist noch so einer. Ja, er ist weg. Blöd, Mann. Was stellst du vor? Dann dumm Gebabbel. Hoch mit uns. Wo ist jetzt der Funkraum? Ach du liebe Zeit. QSM Dubai, India. Ah, okay. Lege ich vielleicht gar nicht mal so verkehrt oder mit, dass das hier ein indischer Schiffsfriedhof sein soll. Ich könnte mir das zumindest vorstellen. Ich habe ja schon mal in der letzten Episode, was glaube ich, oder in der vorletzten erwähnt, dass so Schiffsfriedhöfe durchaus in Indien vorkommen zu Spottpreise halt leider, ne? Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ich hätte gedacht, damit könnte ich jetzt die der aussprengen oder so. Naja. Ja, wie gesagt, da könnte ich mit meiner Vermutung gar nicht mal so schlecht gelegen haben von wegen indischer Schiffsfriedhof. Okay, dann muss ich wohl hier wieder lang. Na, wenn noch irgendeiner von der Kasper auf mich schieße. Natürlich wollen sie das. Alter, Herr mal auf, du Gesicht. Schießt er dein dappischer Arm ab? Blöd, Jan. Aber noch kreische wie Mädler beim Schonerflieger. Eieiei. So oder so, erschieße geht relativ fix und Doruna stürzt. Du haut man es auch sehr schnell hinter sich, denke ich. Hallo. Mach's gut, weißer Junge. Da wird wohl die Schussbahn von der Unne kommen. Ah, da ist noch so ein Somali-Pirat. Zack. Und ich freue mich schon auf unseren Kumpel. Auf unseren Bandana Man Revolution. Ach, servus. Okay, dass der kreischt, kann ich verstehen. Der war ja noch bei vollem Bewusstsein. Und die anderen, die werden ja einfach nur abgeknallt und dann runtergeschmissen. Was ist da? Granätchen. Ein paar von den Knallnüsse kriegen wir leider nicht. Gleich Geschäft. Mein Munitionsbeutel ist da mal wieder voll. Okay. Ja, und was dann, wenn wir ganz offen sind? Okay. Ich sehe schon, es leuchtet. Das muss man benutzen, weil es leuchtet. Oder? Nö. Es sah aber so aus da hinten, dass es geleuchtet hat. Naja. Nicht alles, was leuchtet, muss man anscheinend benutzen. Okay. Und jetzt hat. Gib ihm. Okay. Dann müssen wir Dendo machen. Und Affesprung. Hervorragend. Dann wohl dort lang, ja.
Von dort geht's. Okay. Das ist Ramses Schiff. Mhm. Ramses Schiff, okay. Hier ist der Pirat oder was, der uns hier gefangen hält, Ramses, oder hier ist die Schiffslinie Ramses? Man weiß es nicht. Endlich, jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Okay, Plan B. The Seaward. Moment. Der Seewächter. Oder der Meereswächter. Was machen die, du? Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Dass man den aber auch so weit wegbringt. Ich meine, wenn man den Nate irgendwo hier in so einem Schiff am Arsch von dem Friedhof aufbewahrt, es hätte es eigentlich auch gedacht, wenn man in einen Container dort verdroschen hätte, aber na gut, für die Theatralik und so, ne? Da ist noch ein Schätzel. Eine axumitische Goldmünze. Ja, okay. Das sagt mir jetzt aber leider nichts axumitisch. Das sieht aber ein bisschen persisch aus. Aber ach, mittelalterlich. Das ist leider nicht meine Zeit. Sonst hätte ich da bestimmt auch noch irgendeine lustige Story parat gehabt dazu. Okay, dann runter mit uns. Jetzt brauchen wir keinen Klederbügel mehr. Zack. Aua. Ist du wieder der Freund? Ah, nee. Au. Au. Alter. Und sowas überlebt er dann wenigstens. Aber wenn ich dann 2 Meter in die Tiefe stürze, ne, das überlebt er überhaupt nicht. Das ist ja unmöglich zu überleben, sowas. Was mache ich denn da jetzt für einen Käse? Au. Herrn Uff. Herrn Uff, ihr Buwe. Oh. Okay. Okay, ein Laser-Bu habe ich. Wo ist der andere Chip? Das waren 2 Laser. Ah, da ist noch einer. Schade, dass man die da aus der Reserve locken kann, die Chipper. Okay, der hat sich selber gesprengt. Das ist auch sehr nützlich. Hier gibt es anscheinend nichts mehr. Na gut, dann müssen wir wohl da entlang. Und hoch mit uns, hoch mit uns, hoch mit uns. Hallöler. Ah, sehr schön. Der hat die gut Waffe. Das scheint wohl der Deluxe-Pirat gewesen zu sein. Der war vielleicht Offizier oder sowas. Oder Arschabwischer vom Skipper oder sowas. Man weiß es nicht. Aber scheint ja wohl auffällig zu sein, dass nur bestimmte Leute bestimmte Waffe haben. Und die anderen nehmen die Standarddinger. Okay. Kerl. Tja, Wir könnten mal warten, bis der kommt und den dann so niedermachen, oder? Aber wie auch unmöglich zu sehen sind hier. Alter, du Pseudo-Cyborg-Robocop. Idiot. Ah, okay, dann müssen wir wohl in den No-Kampf reingehen. Schade, den kriegen wir nicht so außer Gefecht gesetzt. Das ist etwas schade. Ich hab gehofft, den kriegen wir einfach so wie ein normaler Handlanger außer Gefecht gesetzt. Aber die Typen, die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber, naja. Der funzelt auch noch ein bisschen in die Luft, aber dann ist der auch hinüber. Sehr gut. Das hat ein bisschen Schräglage hier, das Ding. Wie sieht es dann da aus? Kommen wir da durch? Na, hopp. Nate. Verarsch mich nicht. So. Eieieiei. Ach du Scheiße. Sieht aus, als käme ein Sturm, ne? Ah, da ist der Kumpel. Okay. Ich muss auf das Schiff kommen. Ja, so sieht's aus. 13. Raue See. Wie ich mir das schon gedacht habe. Jetzt kommt ein Sturm oder irgendein fieses U-Wetter. Okay, da haben wir nichts verpasst. Und der Depp hat uns glücklicherweise auch nicht gesehen. Tschüsseli. Schöne Genickzwirbler verpasst. Oh. Oh. Jetzt haben sie uns. Da hilft es ihm auch nicht, wenn er sich mit sich Munition behängt. Uiuiui.
Ihr Kerl 7 Typen. Kriegen wir noch hier. Kriegen wir alles nach hier. Ja, jetzt muss ich aber ganz schön gegensteuern teilweise beim Zieler. Ja, du hilft jetzt der Wind deine Knechte, würde ich sagen. Okay, da hat sich wieder selber gesprengt. Also das mal hilft der Wind definitiv deine Handlanger. Und ich muss mich erstmal darauf einstellen, dass ich das dann so machen muss, dass ich ein bisschen beim Zielen nochmal verzerren muss. Okay, ich mag mich aber erst einmal da umgucken. Aber ein bisschen Sonne ist immer noch da. Das sollte man noch im Kopf behalten. Da ist noch ein Schatz. Und zwar eine antike Schatulle aus Silber. Okay, warum er die Beute von den Piraten auch immer da ins letzte Loch reinpackt. Sei mal jetzt hingestellt. Ich hinterfrohe es jetzt einfach mal nicht. Nee, da gibt es nichts mehr. Dann springen wir nochmal darüber. Ich glaube auch, ich sollte nicht ins Wasser borzeln. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal für mein Befinden. Wenn ich das mache, det. Okay. Nicht. Okay. Ja. Okay. In die Richtung muss ich. Na gut, das ist ja auch schön und gut. Ich mag mich aber trotzdem hier nochmal umgucken. Ja, dass ich da eventuell auch nochmal antike Schatulle oder was verpasse. Nee, hier scheine ich nichts zu verpassen. Aber es ist besser, nochmal alle Schätze oder alle Gegend, die ganz Gegend noch Schätze zu durchsuchen. Siehe hier. Sonst hätte ich doch glatt meinen silbernen Stammesarmreif verpasst. Baobo, bist du hier? Ja, das geht speziell an dich jetzt, Kai. Anscheinend könnte man nochmal auf so einen großen schwarzen Faustkämpfer treffen. Bin ich Baobo, Baobo Muwangi. Und das silberne Stammesarmreif ist natürlich auch der von Baobo. Bin ich nämlich Baobo. Okay, ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich aber jetzt auch einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen, euer Yankee.